Ich hatte das Privileg, mit meiner Familie 3 Wochen Ferien zu machen in dieser Sommerzeit. Ich bin froh, bin ich ein bisschen im Norden diesen Sommer. Einfach, ich weiss auch nicht, das war eine gute Entscheidung. Wir hatten schön warm. Schön warm. Wir waren um Hamburg herum. Zuerst ein bisschen an der Küste und dann irgendwann im Nationalpark und am Schluss noch eine Woche in Hamburg. Und es war grossartig. Ich bin so tiefenentspannt heimgekommen. Jetzt habe ich schon wieder eine Woche arbeiten hinter mir. Aber Hamburg ist eine Stadt, die einen kennen sie vielleicht. Es ist noch lustig, ich habe irgendwo auf Insta gepostet, dass ich auf Hamburg gehe und dann haben viele Tipps geschickt, weil Hamburg offenbar eine coole Stadt ist. Dann dachte ich, oh, da eine richtige Entscheidung. Und Hamburg ist eine Stadt, die irgendwie für mich, wenn du es so von außen anschaust, kannst du es noch nicht ganz so einordnen, weil es so viel irgendwie heisst darüber. Und wenn du dort bist, merkst du, okay, Hamburg hat eine Geschichte. Und zwar eine richtige Geschichte, eine grosse Geschichte. Da ist schon vieles passiert. Da ist mal die ganze Stadt abgebrannt, da ist der Zweite Weltkrieg durch. Da ist so vieles passiert. Reich an Geschichte. Aber Hamburg hat auch einen legendären Hafen mit dem grössten Schiff auf dieser Kugel, die dort ein- und ausgeht, auf einem Fluss. Wahnsinn. Spannend, interessant. Schön zum Anschauen. Ob ich mitarbeiten dort, bin ich nicht ganz sicher. Hamburg hat schöne Gebäude. Wirklich schöne und auch sehr komplizierte Gebäude, die wir auch bei uns in der Presse davon gelesen haben, wie sie die gebaut haben. Und Hamburg schafft es irgendwie, an einer Straße das Hauptquartier von Greenpeace und das Museum von Greenpeace zu haben und an der gleichen Straße oder eine weiter der Hauptsitz von einem weltumspannenden Logistikimperium. Irgendwie am gleichen Ort, 2 so gegensätzliche Sachen, die sich irgendwie doch brauchen. Auf der einen Seite im Weg stehen, auf der anderen Seite brauchen sie sich ja. Hamburg ist spannend. Bevor wir jetzt alle buchen, die Ferien sind vorbei. Aber wenn ich von Hamburg erzähle, dann merke ich, oder wenn die Leute fragen, was hat er gemacht, wie war es gewesen, dann komme ich meistens nicht auf die coolen Gebäude, weil irgendwie hast du die irgendwann schon gesehen und die Schiffe fahren wieder zum Hafen aus und gehen in andere faszinierende Häfen. Was mir geblieben ist, und ehrlich gesagt, wenn ich zurückdenke, an vielen Orten, wo ich war, ist es meistens nicht irgendein Gebäude oder etwas, das gebaut ist, sondern oft sind es die Menschen, die mir bleiben. Weil Menschen machen die Städte aus. Also Hamburg, so schön und cool wie es ist am Schluss der Verkäufer im Jeansladen, wo ich kurz einen Talk mit ihm hatte. Es ist am Schluss die Kellnerin, die uns, obwohl wir vergessen haben zu reservieren und es pumpevoll war, und wirklich pumpevoll, irgendwo noch ein Plätzchen raussucht und uns bedient, als wären wir die wichtigsten Gäste. Obwohl man den Stress von weitem gesehen hat. Es ist am Schluss der Velovermieter. Es ist der Taxifahrer. Es ist der Marktschreier, der uns die Bootstour andrehen will. Wir haben ja nicht gemacht. Spricht für ihn. Es ist die Frau oder der Mann oder die Familie neben mir in der U-Bahn. Es ist ein Blick, es ist ein Lachen, es ist eine Bemerkung, es ist ein Gespräch, es ist der Mensch, der die Stadt ausmacht. Und logisch, gehst vielleicht nicht wegen dem Mensch, weil die kennst du noch nicht. Aber ich merke oft, zieht es mich wieder an die Orte her, wo ich das Gefühl habe, das sind coole Menschen. Das sind Menschen, wo ich den Draht gefunden habe. Menschen machen die Stadt aus am Schluss. Wir haben es vorher gerade gesungen und seit etwas über einem Jahr reden wir von dieser Stadt auf dem Berg. Es ist ein Bild, das wir im Frühling letztes Jahr angefangen haben, brauchen, immer wieder im Zusammenhang mit uns als GVC. Wir gesagt, wir wollen so eine Stadt auf dem Berg sein als GVC, die leuchtet, die inspiriert und vieles mehr. Das ist ein biblisches Bild. Und sie zeichnet eine Stadt, wo Menschen drin leben, egal was für Gebäude, wo Menschen drin leben, wo das Leuchten, das Licht weitergeben. Und je mehr, oder immer wieder reden wir über die Stadt auf dem Berg, wir haben sogar ein Lied, oder? Das ist legitim, weil das ist ein biblisches Bild. Das ist nicht einfach irgendeine Furzidee von jemandem. Und eine Frage beschäftigt uns immer wieder. Wir können darüber reden, die leuchtende Stadt und so weiter, aber eine Frage, dünkt mir, ist da in unserer Runde, ehrlich gesagt, auch bei mir, etwas kommt immer wieder vor. Das ist die Frage, was kann ich machen?
Okay, die Bevölkerung ist entscheidend, der oder die in dieser Stadt lebt, ist entscheidend. Aber was kann ich denn machen? Das ist eine Frage, die ich spüre, die ich selber habe. Das Prinzip habe ich begriffen. Aber was kann ich jetzt konkret machen? Und ich möchte heute ein bisschen auf die Frage eingehen. Weil die Frage, und das ist Good News, die Frage ist nicht neu. Die Frage ist brandaktuell seit 2000 oder mehr Jahren. Was kann ich machen? Ist etwas, wo man sich durch die Zeitalter durch immer wieder gestellt hat. Warum? Weil die Welt hat sich verändert. Also verändert sich auch die Antwort auf die Frage. Wir sind heute an einem anderen Ort, als wir vor 1000 Jahren waren. Und die Antwort auf die Frage ist eine andere als vor 1000 Jahren. Und es darf so sein und es muss so sein und es ist eigentlich unsere Pflicht, die Frage zu stellen. Und vielleicht noch eine bessere Nachricht in dem Sinne ist, dass man auch in der Bibel die Frage schon bewegt. Dass Menschen, die die Bibel geschrieben haben, die Frage schon bewegt haben. Also sind wir nicht allein. Und wir müssen es auch nicht verstecken, wenn wir die Frage stellen, sondern man darf die offen stellen und mit dieser Frage auf Gott und aufeinander zugehen. Die Bibel ist gespickt mit Weisheiten zu diesem Thema. Was gibt es also zu tun? Das ist die Frage, die uns heute beschäftigt. Einer, der sich dieser Frage angenommen hat, die Tiefe und Breite, die ich selber eigentlich nicht fassen kann, wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich aber so kleine Sachen rauspicken und gut anschauen, das hilft mir, oder? Weil das Ganze ist für mich jetzt schwierig. Das ist der Paulus. Der Paulus, der Urheber, der Schreiber von vielen Briefen, von vielen Botschaften, ist in der Welt unterwegs gewesen und hat vieles gesehen, hat selber vieles gemacht und hat sich auch dieser Frage angenommen. Ja, was können wir denn machen? Und der Brief, den ich dazu ziehen möchte, für die Frage, wo die Frage sehr stark betont, ist der Epheserbrief. Der Epheserbrief ist ein Rundschreiben an verschiedene Gruppen von Christen, sage ich jetzt mal. Und man sagt, der Paulus hat die zum Teil gar nicht persönlich kennt. Also der Paulus hat nicht seinen Freunden geschrieben, sondern der Paulus hat Kirchen geschrieben, wo er gehört hat, dass es die gibt. Und er hat ihnen seine Gedanken geteilt und der Brief ist offenbar von Kirche zu Kirche weitergereicht worden. Ich weiß nicht genau, wie das hier funktioniert hat. Heute wirst du einfach irgendeinen WhatsApp-Chat eröffnen. Da war es ein bisschen komplizierter gewesen. Und da sind vielleicht die Kirchen noch ganz anders als heute und sowieso mega verschieden. Aber etwas, was die Kirchen geeint hat, ist, dass sie verschiedene Menschen hatten. Und zwar recht breit, vom einen Extrem ins andere. Menschen mit jüdischer Herkunft, die den Gott schon kennt haben, und Menschen mit nicht jüdischer Herkunft, die alle anderen Götter kennt haben. Und jetzt sind die plötzlich zusammen, hocken sie im gleichen, wir stellen uns da vor, in der gleichen Parkarena und müssen das Gleiche machen. Und die Menschen, die verschiedenen Menschen, ich gehe jetzt nicht auf jedes Einzelne ein, aber man merkt, die haben ganz anders die Frage beantwortet, was kann ich machen? Die einen haben sich die Frage, was kann ich machen, so beantwortet, dass sie gefunden haben, ich mache so viel, wie es irgendwie geht. Gute Taten, Rechtschaffen, Grosses bewegen, Gesetze einhalten, dass die Gnade, die ich am Schluss noch brauche, eigentlich nur noch mega klein ist. So ein bisschen, ich kann mich fast selber retten und für den Rest brauche ich dann noch Jesus. Das ist jetzt ein bisschen überzeichnet, aber so könnte es einem ein bisschen überkommen. Es ist so, man kann doch noch vieles recht gut machen. Und man strengt sich an und man gibt Gas. Und am Schluss stellt sich dann fast die Frage, ja, braucht man das Geschenk von Gnade noch? Wir kennen alle die Antwort auf die Frage. Natürlich. Aber das war so die eine starke Strömung. Und dann hat man die ganze Spannweite gehabt, bis über zu denen, die gesagt haben, wow, ich bin ja gerettet. Jesus ist für mich gestorben am Kreuz, wieder auferstanden, darum bin ich gerettet. Das ist Gnade. Verstehen wir so weit? Ja, dann kann ich jetzt machen, was ich will. Kennen wir auch. Man könnte sogar noch einen Schritt weiter gehen. Je dümmer das ich tue, desto grösser ist der Gnadenanteil und das verherrlicht ja Gott. Kann man mal überlegen. Macht ja irgendwie noch Sinn. Wir reden nicht weiter über das, wäre sicher mal spannend, das zu Ende denken. Aber das ist so die so knapp selber nicht schaffen, bis hin zu denen, die sich so weit weg bewegen, dass die Gnade umso grösser ist. Ihr seht die Spannung. Und ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wir ganz so weit auseinander sind da innen, aber ich sehe auch so eine gewisse Spannung bei uns Christen, auch heute nach 2000 Jahren noch, dass man die Frage durchaus verschieden beantworten kann. Und der Paulus geht auf das ein. Aber nicht, indem er jetzt einfach sagt,
3, 4 Sachen, das müsst ihr machen, dann ist alles gut. Sondern der Paulus spricht die Ursache an. Er sagt, schaut, früher war alles anders gewesen. Früher seid ihr tot gewesen. Ah, Juppi, du, oder? Wie ist das? Oder? Früher seid ihr tot gewesen. Das ist ein Statement, das er diesen Leuten sagt. Er meint damit, früher seid ihr nicht mit Gott verbunden gewesen. Es war früher alles anders gewesen. Und vor allem die Nichtjuden, zu denen zählen die meisten von uns gekommen, haben keinen Zugang zu Gott und haben nichts zu schaffen mit den Juden. Und jetzt ist alles neu. Jetzt lebt ihr plötzlich. Nachdem, was Jesus Christus für euch am Kreuz da hat, lebt ihr. Ihr habt jetzt alle zusammen Zugang zu Gott. Ihr gehört alle zur gleichen Gruppe. Der Paulus redet von einer neuen Natur, von einer neuen Schöpfung, vom neuen Leben, das Jesus ihnen ermöglicht und geschenkt hat. Und zwar den Nichtjuden wie auch den Juden. Er nimmt die verschiedenen Gruppen und sagt, ja, eure Geschichte ist ja so weit auseinander. Er anerkennt es und er anerkennt auch, und das im ganzen Brief liest man das, er nimmt die Verschiedenheit als Herausforderung wirklich an und sagt, ja, es ist schwierig. Du verstehst den Rang manchmal nicht. Aber das war früher gewesen. Und der Paulus anerkennt es, sieht die Herausforderung, bleibt aber nicht stehen dort. Er sagt, jetzt ist ein neues Zeitalter. Ab jetzt ist nicht mehr, ja, wir sind da und wir sind dort. Und wir machen es besser und wir machen es besser. Ab jetzt ist das Zeitalter vor Einheit. Und das ist eigentlich seine Predigt, die er im Epheserbrief immer wieder bringt, sagt, wir gehören zusammen, wir sind ein Leib, ein Glaube und so weiter. Ihr kennt die Worte. Das Zeitalter vor Einheit durch Jesus. Sind wir ihm das und dort. Wir haben die Geschichte noch, aber wir sind zusammen vor dem gleichen Jesus. Wir sind eigentlich die gleiche Gruppe. Er sagt ihnen im Epheser 2, Vers 10, denn was wir sind, und er nimmt sich dort mit rein, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Wenn wir den Vers, die 2 Sätze lesen, dann macht er genau das. Er sagt, die kommen von irgendwo, aber jetzt sind wir Gottes Werk. Wir alle, egal welcher Background. Und wir sind für etwas geschaffen, das Gute und das Richtige zu tun. Das ist es, was wir tun sollen. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, konkret sollen wir das tun, was Gott vorbereitet hat. Und er nimmt die verzettelte Gruppe und packt sie auch in die gleiche Schublade, das haben wir alle nicht so gern. Aber er eint sie beim Auftrag und sagt, das sind neue Schöpfung, das sind neue Menschen, Jesus hat euch das geschenkt. Macht das, was Gott vorbereitet hat. Er schickt uns auf eine Suche. Und jetzt, wenn der Paulus uns auf eine Suche schickt, dann ist ja das noch recht spannend, weil dann sind wir wieder plötzlich mega verschieden. Dann sucht jedes für sich, oder? Wie so ein Hündchen, das eine Spur nachgeht. Und die Hunde, die gehen irgendwo her. Und es gibt, glaube ich, auch die, die es wirklich finden. Aber er schickt uns ganz individuell, vielleicht aber auch als Gruppe, auf eine Suche. Wir nennen es dann vielleicht Berufung finden. Oder Auftrag finden. Und wir nehmen die Herausforderung an. Und wir suchen und fragen und suchen. Glück gehabt, wer den Auftrag findet. Glück gehabt, wer zu Gott sagt, sag doch mir, was jetzt deine vorbereiteten Werke sind, damit ich das machen kann. Und dann kommt vom Himmel oben eine To-Do-List und ich mache. Und wenn ich fertig bin, gehe ich wieder zu Gott. Ich tue es ein bisschen überzeichnen. Und spannend ist tatsächlich, das passiert manchmal. Jetzt nicht mit der To-Do-List, das wäre manchmal noch gäbiger. Aber ich merke manchmal, ich sehe Leute oder merke so bei mir selber, manchmal gibt es das. Und du merkst, jetzt habe ich einen Auftrag. Und dann ist der so greifbar. Und dann ist es nicht unbedingt die Idee, dass ich dann rücksichtslos diesem Auftrag folge. Es gibt ja noch Menschen um mich herum. Aber manchmal gibt es das. Aber der Ansatz, aus dem heraus jetzt echt zu sagen, okay Gott, dann warte ich jetzt, bis du mir einen Auftrag zuschanzt. Und dann warte ich vielleicht das ganze Leben lang, oder wenn ich Glück habe, bekomme ich früher einen Auftrag. Ich glaube, es ist verkürzt. Der Paulus wählt die Worte, respektive die Übersetzungen, die wir lesen, die wählen die Worte. Aber er führt uns noch ein bisschen weiter.
weniger oder ein bisschen weg von den Taten, vom Ausführen, vom Anlängen und Abhäkeln, ein bisschen mehr her zu unserer Identität. In der Übersetzung, wo ich den Vers ein bisschen untersucht habe, ist die neue Genfer Übersetzung. Und online gibt es dort so eine Bemerkung. Und die Bemerkung ist nicht einfach irgendjemand, der noch eine Idee hatte dazu, sondern es steht dort, wenn man drauf geht, steht wörtlich, dann spannend. Jetzt kommt irgendwie noch vielleicht ein bisschen holprigerer Satz, aber einer, der noch ein bisschen deutlicher sagt, dass dort drin steht. Und es steht dort, vorbereitet, damit wir darin unser Leben führen. Also Gott hat alles, was wir machen sollen, vorbereitet. Nicht einfach, damit wir es ausführen sollen, sondern wörtlich übersetzt, damit wir drin, innen, in dem, was er vorbereitet hat, unser Leben führen. Es ist weg vom To-Do, her zum Sein. Wer bin ich? Was hat Jesus gemacht? Wo ich drinnen, in diesem Bewusstsein, in diesem Wissen, mein Leben führen kann. Und es führt mich weg von den grossen Taten her zu meiner Identität. Und wenn man es ein bisschen umdreht, also nicht den Sinn verändert, sondern einfach den Aufbau von diesem Satz umdreht, dann könnte man es so sagen, wenn ich in dem Leben, das Gott für mich vorbereitet hat, in dem drin lebe, das er vorbereitet hat, mache ich das, wofür ich geschaffen bin. Also nicht, wenn ich die richtigen Sachen gemacht habe, handwerklich, sondern wenn ich in dem drin lebe, was er vorbereitet hat, dann mache ich das, wofür ich geschaffen bin, das Gute. Ein paar Verse weiter unterstreicht er diese Aussage nochmal. Und es tönt dann so. Epheser 5, 8-9. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht. Weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, ihr gehört zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Hier hören wir es nochmal deutlich, dass die Sache, die Gott vorbereitet hat, ist nicht einfach eine Taskliste, sondern er hat uns eine neue Natur geschenkt. Wir sind Menschen, die jetzt im Licht sind. Und der Aufruf durch die Texte ist, leb wie ein Mensch, der eine neue Natur ist. Leb wie ein Mensch lebt, der im Licht lebt. Und dann wird gezwungenermaßen das passieren, was muss passieren, nämlich, dass die Auswirkungen vom Licht sichtbar werden. Ich hoffe, man kommt raus. Es ist nicht ich mache und dann, sondern zuerst bin ich. Was Jesus uns gibt, was Gott vorbereitet hat, ist eine neue Identität, ein neues Leben. Zurück zu dieser Stadt auf dem Berg, wo wir ja sagen, die Menschen drin sind entscheidend, was das für eine Stadt ist. Die Stadt auf dem Berg steht für eine Stadt, wo das Licht sichtbar ist, aber nicht einfach nur als so eine schwierig messbare Größe, wer kann schon Licht anlängen, oder? Es ist ein bisschen abstrakt. Sondern die Auswirkung vom Licht sichtbar ist, alles was gut, was gerecht und was wahr ist. Und jetzt merken wir, gut, gerecht und wahr, das ist oft in den kleinen Begegnungen, das ist oft in den leislichen Sachen, nicht in den grossen Taten, in den riesen Projekten. Ich möchte gar nicht klein reden. Aber wenn es aber auf mein Leben kommt, dann sind das oft die ganz einfachen Begegnungen. Das Licht wird dann sichtbar, wenn wir uns in dieser Stadt auf dem Berg bewegen, in dieser neuen Identität drin. Die Stadt auf dem Berg, wir brauchen das Bild für das GVC Winterthur-Umfeld. Es ist ein bisschen eng gefasst. Die Stadt auf dem Berg ist ein biblisches Bild und da kannst du sagen, die ganze Christenheit, wir haben das nicht neu erfunden. Und doch ist das ja unsere Kirche. Das ist unsere Gemeinschaft, das ist unsere Stadt, wo wir drin leben. Wo wir dazu aufgerufen sind, eben das Licht zu sein. Und darum rede ich vielleicht von unserem Gottesdienst hier und heute, aber vielleicht vor allem auch nachher wieder im Foyer oder vorher schon im Foyer.
Aber es geht weiter am Montag, am Dienstag, wie wir sind Bewohner von dieser Stadt, egal wo wir uns bewegen. Und somit ist die Frage, wie steht es denn um unsere Stadt auf dem Berg? Was ist denn der Zustand von dieser Stadt auf dem Berg? Wenn ich einen Gast mitnehme in diese Stadt auf dem Berg, was trifft er für Menschen an? Trifft er Menschen an, die einander lieben? Weil dann merke ich, dass ja auch mein Gast, dass vielleicht auch geliebt wird. Und einander wird man sich kennen. Trifft er Menschen an, die freundlich und geduldig miteinander umgehen? Bewegt er sich in einer Gruppe von Menschen, wo man gegenseitig aufeinander Rücksicht nimmt, wo man sich freut an Gott und aneinander? Vielleicht hier im Foyer, vielleicht auf dem WC. Da begegnen wir zwischen den Menschen. Das ist ein bisschen unangenehm, aber es passiert, oder? Vielleicht der neben ihm sitzt und man noch nie gesehen hat. Was trifft mein Gast im Café Theodor an, wenn er zahlen will? Was ist das für eine Person, die vor ihm ist oder nach ihm kommt? Nicht nur die an der Kasse steht, sondern auch die vor ihm ist. Wenn es vielleicht auch mal nicht so gut ist. Wer sitzt am Tisch von meinem Gast? Was wird besprochen? Kurz gesagt, trifft mein Gast hier Menschen an, die entsprechend ihrer neuen Natur, wie sie der Paulus so bringt, leben und man das sieht. Wer trifft mein Gast an, wenn er dich trifft? Und wer trifft deinen Gast an, wenn er mich trifft? Das ist die Frage, die sich für mich aus dem Epheser 2, Vers 10 herauskristallisiert. Der Paulus lädt uns ein, zu leben gemäss dieser neuen Natur. Und das ist ja noch schwierig. Jetzt sind wir schnell bei Disziplin, oder? So, jetzt muss ich einfach mehr, ich muss da mehr, ich muss dieses mehr. Er lädt uns ein, Gemeinschaft mit Gott zu verbringen. Gott hat es vorbereitet. Gott gibt es uns. Also lass uns die Gemeinschaft mit Gott suchen. In diesem Gottesdienst, in Small Group, daheim. Lass uns darauf vertrauen, dass Gott da ist, was in uns innen verändert. Es braucht ein bisschen Geduld. Weil das, was er vorbereitet hat und er uns möchte übergeben, dass der neue Mensch, der vielleicht gewisse Sachen abstreifen und gewisse Sachen neu entdecken darf, das ist irgendwie so gelegt, dass es über die Beziehung läuft. Also, dass es mit zu Gott, zu Jesus herzieht. Und in dieser Verbundenheit mit Jesus fängt sich etwas an zu verändern. Ich hätte es manchmal gerne ein bisschen schneller, weil ich möchte irgendwann sagen, geschafft. Aber der Paulus und Jesus ruft uns dazu auf, immer wieder zu ihm zu kommen und aus dem heraus in dieser neuen Natur zu leben. Und das ist das, was wir machen können, damit die Stadt auf dem Berg leuchtet. Und dass Menschen, die hierher kommen, merken, was das Licht ist, wie sie es sehen. Also wenn ich darüber nachdenke, über die Menschen in dieser Stadt auf dem Berg, dann könnte man sagen, es ist vor allem wichtig, wie sie es machen. Weil was sie machen, ist vielleicht gar nicht so speziell. Ganz ehrlich, was die Leute machen in ihrer Stadt, ist eigentlich überall ein bisschen das Gleiche. Auch in Hamburg. Auch da in GVC Winterthur. Aber wie sie es machen und mit welcher Identität, mit welchem Selbstbild, dass sie es machen, das macht den Unterschied. Und so möchte ich heute die Frage auch in diesem Sinn beantworten. Und uns einladen, als neue Menschen. Es ist ein abstraktes Bild, ich weiss, es geht darum, dort ein bisschen zu entdecken. Wir können uns hier wieder 5 Punkte aufzählen, aber ich möchte es gerne einfach so mal reinlegen und sagen, lass uns entdecken, wie Gott uns sieht. Und als die Person, wie Gott sie sieht, unterwegs zu sein. Es ist ein Geschenk, das wir bekommen haben, das wir weitergeben können. Egal was und eigentlich auch egal wo. Wenn wir das Richtige machen wollen, dann können wir entdecken, wer wir sind in seinen Augen. Es ist mein grosser Wunsch, dass die Stadt auf dem Berg leben und leuchten darf.
Und das bildet seine Grenzen, das weiss ich. Aber egal, wie wir darüber reden, was wir besprechen, am Schluss zieht es uns immer wieder her zu dem Jesus an sein Herz. Und das ist der Ort, wo wir verändert werden können. Und ich möchte für das beten, dass wir nicht vor lauter To-Dos suchen und herausfinden, was ist jetzt das und dieses. Und ich möchte das gar nicht schlecht reden, aber ich möchte es in ein Verhältnis setzen. Sagen, der wichtigste Ort ist, dass wir bei Jesus sind. Und was daraus herauswächst, das können grossartige Taten sein. Aber sie haben ihre Wirkung nur dann, wenn sie aus dem rauskommen, aus dieser Gemeinschaft mit Jesus. Vater, ich danke dir, dass du uns zu dir herrufst. Du rufst uns zuerst zu dir her. Du sagst uns nicht, machen dieses und jenes und dann könnt ihr dann langsam kommen, sondern du rufst uns zu dir, wie du uns möchtest ausrüsten, verändern. Uns vielleicht Sachen möchtest du auch abnehmen, abladen und uns neue Sachen möchtest schenken. Und ich bitte, dass wir als Kirche, als Grosse, als gesamte Kirche dürfen so unterwegs sein, immer wieder nach bei dir dürfen sein und fragen, wer bist du, was möchtest du und wer wir sind? Wer sind wir? Wenn wir aus dem raus machen, was auch immer wir machen. Und ich bitte, dass du uns so segnest als einzelne Person, dass wir immer wieder dürfen aufschauen, von dem wir am Tun sind. Wir haben alle viel zu tun, dass wir immer wieder dürfen aufschauen und zu dir schauen und fragen, Jesus, was möchtest du eigentlich von mir? Wer bist du und wer bin ich? Dass wir dürfen sehen, was es ist, was du vorbereitet hast für uns und zu dem dürfen werden von innen raus.